Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es ums Danken. Ja, Sie wissen ja, den kleinen Kindern bringt man es schon bei, wenn sie was geschenkt bekommen, sag schön Danke. Und auch wir Erwachsenen tun uns gut daran, zu danken. Im Lukas-Evangelium findet sich eine Geschichte, da begegnet Jesus außerhalb eines Dorfes 12 Männern, die aussätzig waren. Und Aussatz, das war früher schon sehr schlimm, weil man war aus der Dorfgemeinschaft, aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und sie rufen ihm von weitem zu: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Jesus sagt zu ihnen: Geht hin und zeigt euch dem Priester. Das war das Ritual, man musste hingehen, es zeigen und dann war man wieder als gesund erklärt oder musste wieder zurück. Die 10 machen sich auf den Weg und unterwegs merken sie, wir sind gesund. Der Aussatz ist verschwunden. Einer von den 10 kehrt um und geht zu Jesus und bedankt sich. Er macht sich ganz klein, wirft sich auf den Boden und dankt. Hier ist es wichtig, dass wir merken, dass der Dank nicht selbstverständlich ist. Und Jesus sagt, Gott die Ehre zu erweisen, das ist das Wichtige beim Danken. Einer kehrt um und sagt Danke. Glaube und Dankbarkeit gehören für mich ganz wesentlich zusammen. Denn nichts ist selbstverständlich. Alles ist Geschenk. Gehen Sie einfach mal in Gedanken durch, was Geschenk ist. Meine Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, Menschen, die mir auf dem Weg begegnen, alles ist Geschenk. Manchmal auch Herausforderung oder Zumutung, aber auch dafür kann ich danken. Danke, dass ich lebe und dafür, dass es in meinem Leben Höhen und Tiefen gibt. Die 10 Aussätzigen waren krank. Durch ihre Begegnung mit Jesus und die Worte, die er ihnen zusprach, wurden sie im Glauben gestärkt und konnten gesund werden. Nur einer hat verstanden, dass der Dank für die Heilung wichtig ist. Er geht nicht wie die anderen direkt zum Priester, sondern er kehrt um. Ja, es geht beim Danken darum, Gott die Ehre des Dankes zu geben. Danken kann ich überall, für alles, denn nichts ist selbstverständlich da. Alles um mich her ist des Dankes wert. Gute Luft, die warmen Sonnenstrahlen, die Natur, die mich umgibt, ein Haus, in dem ich mich wohlfühlen kann, in dem ich leben kann, eine gute Nachbarschaft, Rücksicht nehmen aufeinander, dass ich jemanden zum Reden habe, dass ich frei und in Frieden leben kann und so weiter und so weiter. Danken kann ich für alles, immer und überall. Danke, dass ich so reich beschenkt bin. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.